11. Gesang. Arjuna sprach: Da mir zuliebe du das Wort, das höchst Geheimnisvolle sprachst, das höchsten Geistes Siegel trägt, bin ich von allem Irrtum frei. Der Wesen werden und vergehen, hab ich ausführlich nun gehört, von dir, du Lotusäugiger, und deine ewige Herrlichkeit. So wie du hier geschildert hast dich selbst, du höchster aller Herren, so möchte ich schauen deine Gestalt, die göttliche, du höchster Geist. Wenn du's für möglich hältst, dass ich dies schauen kann, du Mächtiger, dann, Herr der Andacht, zeige mir dich selber als den Ewigen. Der Erhabene sprach: So schau denn die Gestalten mein, 100- und 1000-fältig hier, die mannigfaltigen himmlischen, in Farb und Form verschiedenen. Schau die Adityas, die Vasus, die Rudras, Ashwin, Marutas, viele, nie zuvor geschaute Wunder, schau sie, o Bharata. In einem schau die ganze Welt, was sich bewegt und nicht bewegt. In meinem Leibe sieh das hier und was du sonst noch sehen magst. Doch wirst du mich nicht können sehen mit diesem deinem eigenen Aug. Ein himmlisch Auge geb ich dir. Schau mein, des Herren Wundermacht. Sanjaya sprach: So sprach er und sodann, o Fürst, Hari, der große Wunderherr, offenbarte dem Pritha-Sohn seine Gestalt als höchster Gott. Mit manchem Munde, manchem Aug, manch wunderbarem Angesicht, versehen mit manchem Götterschmuck und Götterwaffen schwingend viel, Götterkränz und Kleider tragend, an Himmelsduft und Salben reich, ganz Wunder, strahlend, grenzenlos, das Antlitz allerwärts gewandt. Wenn das Licht von 1000 Sonnen am Himmel plötzlich bräch hervor, zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanze dieses Herrlichen. In einem dort die ganze Welt vereint, doch mannigfach geteilt. In des Gottes der Götter Leib erblickte sie der Pandu-Sohn. Da von Erstaunen ganz erfüllt, am Leibe schauernd, neigte sich Arjuna mit dem Haupt und sprach die Hände faltend zu dem Gott. Arjuna sprach: Die Götter schau ich all in deinem Leibe, o Gott, so auch die Scharen aller Wesen, Brahman, den Herrn, auf seinem Lotus sitze, die Rishis alle und die Himmelsschlangen, mit vielen Armen, Bäuchen, Mündern, Augen seh ich dich, allerwärts endlos gestaltet, nicht Ende, Mitte, noch auch Anfang seh ich an dir, du Herr des Alls, du Allgestaltger, mit Diadem, mit Keule und mit Diskus, ein Berg von Glanz, nach allen Seiten strahlend. So seh ich dich, ringsum schwer anzuschauen, wie strahlend Feuer und Sonnenglanz, unmessbar. Das Unvergängliche, höchst Wissenswürdge, der größte Schatz bist du des ganzen Weltalls. Du bist des ewigen Rechtes, ewiger Hüter, als ewigen Urgeist habe ich dich begriffen. Ohn Anfang, Mitte, End, unendlich kraftvoll, mit Armen ohne End, Mond, sonnenäugig, mit einem Mund wie strahlend Opferfeuer, seh ich mit eigener Glut dies All dich wärmen. Was zwischen Erd und Himmel ist, erfüllst du mit dir allein, und jede Himmelsgegend, die Dreiwelt bebt, wenn deine wundersame Schreckensgestalt sich ihren Blicken zeiget. Sieh dort der Götter Scharen zu dir treten, furchtsam, die Hände faltend, sie dich preisen. Heil ruft die Schar der Seher und der Seligen. Sie preisen dich mit prächtigen Lobgesängen, die Rudras, Adityas, Vasus, Satyas, Allgötter, Ashwin, Marutas und Manen, Gandharven, Yakshas, Asuras und Selge. Sie alle schauen empor zu dir voll Staunen. Dein Riesenleib mit vielen Mündern, Augen, mit vielen Armen, vielen Schenkeln, Füßen, mit vielen Bäuchen, Rachen voller Zähnen. Es bebt die Welt, ihn schauend. Ich auch bebe, den Himmel rührend, strahlend, mannigfarbig, mit offenem Munde, großen Flammenaugen, schau ich dich so, dann zittert meine Seele.
Nicht find ich Festigkeit und Ruh, o Vishnu. Schau deine Rachen ich mit dreunenden Zähnen, dem Feuer ähnlich bei der Zeiten Ende, dann weiß ich nichts und finde nirgends Zuflucht. Sei gnädig, Götterherr, du Weltenwohnstatt, und diese Söhne all des Dhritarashtra, zusammen den Scharen königlicher Helden, Bhishma und Drona, samt des Lenkers Sohne, zusamt den unsrigen, den besten Kämpfern, sie nahen, eilen sich zu deinen Rachen, den schrecklichen, klaffend, mit dreunenden Zähnen. Es stecken manche schon zwischen den Zähnen, man kann sie sehen mit zermalmten Köpfen, gleich wie der Ströme mächtige Wasserwogen zum Meere hin, ihm zugewendet laufen, so diese Helden aus der Welt der Menschen, bewegen sich in deine Flammenrachen, wie Schmetterlinge in ein flammend Feuer, in voller Hast zum Untergange eilen, so eilen auch zum Untergang die Menschen, in voller Hast hinein in deine Rachen. Du leckst und züngelst ringsumher, verschlingend die Menschen alle mit den Flammenrachen. Die ganze Welt mit ihrem Glanz erfüllend, glühen deine fürchterlichen Strahlen, Vishnu. Sag mir, wer bist du, fürchterlich Gestaltger? Verehrung dir, du höchster Gott, sei gnädig. Dich Uranfänglichen möchte ich erkennen, denn nicht begreifen kann ich die Erscheinung. Der Erhabene sprach: Ich bin die Zeit, die alle Welt vernichtet, erschienen, um die Menschen fortzuraffen. Auch ohne dich sind sie dem Tod verfallen, die Kämpfer all, die dort in Reihen stehen. Darum erheb dich, Ruhm sollst du erwerben, den Feind besiegend, freu dich reicher Herrschaft. Durch mich sind diese früher schon getötet. Du sei nur Werkzeug, Kämpfer mit der Linken. Den Drona, den Yajatratha, den Bhishma, den Karna und die anderen Kämpferhelden, die ich getötet, töte du. Nicht zittere, kämpfe, du wirst im Streit die Gegner fällen. Sanjaya sprach, als dieses Wort des Krishna er vernommen, die Hände faltend, zitternd, ihn verehrend, sprach wieder also Arjuna zu Krishna, nur stammelnd, ganz in Furcht, vor ihm sich neigend. Arjuna sprach: Mit Recht erfreut sich an deinem Ruhme die Welt und ist dir ehrfurchtsvoll ergeben. Die Rakshas fliehen entsetzt nach allen Seiten, der seligen Scharen all vor dir sich neigen. Und warum sollten sie sich dir nicht beugen, dem ersten Schöpfer, würd'ger selbst als Brahman? Du Götterherr, Endloser, Weltenwohnstatt, du bist der Ewige, Höchste, Sein und Nichtsein. Du bist der erste Gott, der alte Urgeist. Du bist der höchste Schatz des ganzen Weltalls, Wisser und Wissenswürdiges, höchste Stätte. Du hast das All gespannt, Endlosgestaltger. Wind, Feuer, Yama, Varuna, der Mond auch, Prajapati bist du und erster Ahnherr. Verehrung dir, Verehrung 1000 Male und noch mehr, mehr Verehrung dir, Verehrung dir im Angesicht, im Rücken, von allen Seiten Ehre dir, du alles. Unendlich mannhaft, unermesslich kraftvoll, vollendest du das All und bist selbst alles. Wenn ungestüm, für meinen Freund dich haltend, ich Krishna, Yadava und Freund dich nannte, unkundig deiner wunderbaren Größe, zu unbedachtsam oder zu vertraulich, und wenn im Scherz ich dich nicht richtig ehrte, im Wandeln, Ruhen, Sitzen oder Essen, ob du allein warst, ob vor allen diesen, ich bitte dich um Vergebung, Unermessener, Vater der Welt, die sich bewegt und fest ist, verehrungswürdig, mehr uns als ein Lehrer. Dir gleich ist niemand, wer dir überlegen, in dieser Drei-Welt unvergleichlich mächt'ger. Mich beugens drum, den Körper niederwerfend, such deine Gnade ich, du Herr der Ehren. Wie seines Sohns ein Vater, Freund des Freundes, Geliebter der Geliebten, musst du schonen. Noch nie Geschautes freu ich mich zu schauen, allein vor Furcht bebt mir das Herz und zittert. Zeig die Gestalt, o Gott mir, die ich kenne, sei gnädig, Götterherr, Wohnstatt der Welten. Mit Diadem und Keule, mit dem Diskus in deiner Hand, so wünsch ich dich zu sehen. Nimm wieder an die Form mit den 4 Armen, du Tausendarmiger, du Allgestaltger. Der Erhabene sprach: Aus Gnaden habe ich dir nun offenbaret,
mein höchstes Wesen hier, Kraft meiner Allmacht, strahlend, unendlich, ganz und uranfänglich. Kein anderer hat vor dir sie je gesehen. Nicht durch den Veda, Opfer, Studium, Spenden, Zeremonien oder grausige Büßung kann mich in solcher Form ein anderer schauen im Menschenvolk, du großer Held der Kurus. Nicht soll dich Angst befangen und Verwirrung beim Anblick meiner schrecklichen Gestaltung, von Furcht befreit, fröhlichen Sinnes wieder, sollst du mich schauen, so wie ich dir bekannt bin. Sanjaya sprach, als Krishna so zum Arjuna gesprochen, da zeigt er sich in alter Art ihm wieder, und so beruhigte er den Erschreckten, in freundlicher Gestalt, der Hochgesinnte. Arjuna sprach, da wieder deine menschliche Gestalt ich schau, die freundliche, kehrt die Besinnung mir zurück, und wieder werd ich der ich war. Der Erhabene sprach, die schwer zu schauende Gestalt, die du von mir gesehen hast, nach deren Anblick sehnen sich sogar die Götter immerfort. Durch Veden nicht, durch Buße nicht, durch Spenden und durch Opfer nicht, bin ich in dieser Form zu schauen, wie du mich jetzt gesehen hast. Nur wer mich ganz allein verehrt, der kann mich schauen in solcher Form, kann mich erkennen ganz und gar und endlich eingehen auch in mir. Wer handelt so, wie es mir gefällt, mich ehrt, mich liebt, die Welt verschmäht und allen Wesen freundlich ist, der kommt zu mir, o Pandu-Sohn.